Hallo ihr Lieben und willkommen auf meinem Channel und willkommen bei der nächsten Rauhnacht. Wenn wir diese Rauhnächte als Reise betrachten, ein bisschen im Sinne von, wir zeichnen jetzt die Reise auf, die wir im nächsten Jahr dann machen werden, also so wie man sich eine Reise vorbereitet und dann späterhin auf diese Tour geht, kommen wir jetzt auf diesen Punkt anzusprechen, dass es nicht immer gut ist, so eine Reise alleine zu machen. Und natürlich können wir bei sehr vielen Reisen unsere Freunde oder unseren Nächsten bei uns haben, sei das jetzt bei einer Urlaubsreise, die man nicht alleine antreten möchte, oder auch die eigenen inneren Reisen, über die man spricht, über die man sich austauscht mit Freunden, mit Leuten, die einem wirklich am Herzen liegen und die einen auch darin respektieren, die zuhören, genauso gut wie wir dann zuhören. Es kann aber auch sein, dass ihr einen Augenblick lang, ich sag mal, alleine in dieser Reise seid und auch dann kann ein Begleiter eine sehr wichtige Rolle spielen. Also ist es hier die Nacht, in der ihr euch damit in Kontakt setzen könnt, von wegen was Krafttiere betrifft. Nun gibt es Leute, die kennen sowieso schon ihr Krafttier. Andere Leute sind sich bewusst, dass jede Reise auch vielleicht ein anderes Krafttier mit hineinbringt. Krafttiere haben ja in den wirklichen Urkulturen, nicht das, was jetzt die New Age-Esoterik daraus gemacht hat, haben ja sehr viel damit zu tun, dass sich diese Kulturen, diese Stämme angeschaut haben, wie die Tiere reagieren und zu sehen, was davon konnten die mit rübernehmen, um ihr eigenes Leben besser zu gestalten. Also es waren immer Lehren mit in Verbindung, es war immer eine Sache von, du ziehst eigentlich die Kraft an, wo bei dir innerlich eine Lehre ist und deswegen kommt das, um dich zu unterstützen. Also wenn man die Reisen zum Beispiel macht. Jetzt ist es jedem ein bisschen überlassen, wie er an dieses Krafttier kommen möchte. Das kann, vielleicht hat der eine oder andere ein Krafttier-Orakel, kann man natürlich benutzen. Und wer Kinder hat und irgendwo eine Kiste mit Tieren drin, der kann ja einfach da mal reingreifen und mal so ein Tier rausnehmen. Ihr könnt auch beim Fernsehen, ihr switcht, es läuft ein Film, eine Tierdoku. Auch das kann eine Art und Weise sein, wie ein Tier sich euch bemerkbar macht und natürlich auch draußen in der Natur, logischerweise. Aber das ist immer die Sache, wo ich sage, ich selbst habe Katzen. Das will nicht bedeuten, dass die Katze mein Krafttier ist, sondern die sind eben, die wohnen hier, die gehören mit dazu. Und deswegen jetzt nicht, also weil mein Nachbars Struppi gesehen hat, dass das jetzt das Krafttier ist. Außer es passiert jetzt irgendwie etwas, wo man sagt, das ist aber jetzt sehr auffallend. Ich sag mal, wenn der Hund normalerweise uns nicht einmal mit dem Allerwertesten anschaut, in dem Moment, wo wir uns damit befassen, begrüßt es uns freundlich, dann kann man natürlich die Sache mit aufgreifen. Ich kenne leider sehr viele Leute und ich werde darüber auch mal auch irgendwann ein Video machen. Viele Leute, die sagen, ja, nee, man muss eine Reise machen. Nicht jeder kann eine Reise machen, hat das noch nicht gelernt. Also ist das so eine Sache für sich. Die anderen sagen, ja, nee, der Hund des Nachbars kann es nicht sein. Man sollte eigentlich einfach nur offen sein von wegen, was passiert da gerade? Ist da nicht aber irgendwas, was speziell ist? Wenn man jetzt in dieser Jahreszeit zum Beispiel noch irgendwo einen Schmetterling findet, dann ist die Sache ziemlich klar. Das heißt, man kann in dieser Art und Weise darauf eingehen. Wer jetzt sagt, ich habe jetzt gerade keine Möglichkeit, da irgendwie in Krafttier reinkommen, der kann sich aber auch mit dem Thema Wolf in Verbindung setzen, einfach aus ein paar Gründen. Und zwar erstens, in der nordischen Mythologie hat man ein paar Wölfe, das heißt erstens Magiri und Freki, die beiden von Odin. Und man hat natürlich auch Fenrir, Lokis Wolf. Man kann sich also insofern damit befassen. Aber auch der Wolf an sich, nicht weil das jetzt so ein nobles Tier ist, was immer so speziell nobel hingestellt wird, sondern der Wolf steht als Leiter und sehr oft als Lehrer. Und im Sinne von, was würde Wolf mir jetzt gerade mit auf den Weg geben für diese Situation? Und man kann ja auch googeln und sich mal irgendwo so ein Wolf-Video rausnehmen und zu schauen, was zeigt mir dieses Video jetzt über den Wolf, was ich vielleicht umsetzen kann in mein Leben.
Wie gesagt, ist jetzt jedem überlassen. Vielleicht gibt es auch, wie gesagt, irgendein anderes Tier, wo ihr sagt, das spricht mich gerade an und ich befasse mich damit. Und diese Art und Weise, sich damit zu befassen, geht bis hin, das heißt, das ist jetzt jedem natürlich in seinen Stufen überlassen, wie ihr das aufgreifen möchtet. Aber ihr könnt zum Beispiel auch sagen, okay, wenn ich jetzt dieses Tier wäre, wie würde sich das anfühlen? Ein Vogel, nicht mehr die Hände haben, sondern Schwingen zu haben, die nach hinten hin ausgerichtet sind, damit man auch Aufwind bekommen kann. Eine Spinne, 8 Beine, wie würde sich das anfühlen? Bekäme ich das hin, das zu koordinieren? Und so weiter. Also sich wirklich da mal reinzufühlen. Oder eben wenn es ein Tier ist, wie fühlt sich das jetzt besonders bei diesen Temperaturen an, wenn das Fell, diese Kälte teilweise aber durch die Unterwolle abschirmt und man sich nicht so kalt anfühlt wie wir als Menschen, wenn wir jetzt rausgehen und so weiter und so fort. Und einfach sich mal Notizen darüber machen, was ist da anders, was macht das mit mir, wenn ich mal in dieses Tier hineinfühle. Also einfach mal in diese Tierwelt hineinfühlen, wie geht es Ihnen jetzt gerade da draußen, wie versuchen die mit Situationen klarzukommen. Das kann von bis sein. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, ja, ich wohne zwar jetzt hier in Europa, aber aus irgendeinem Grund hüpft mir gerade ein Känguru durch den Kopf, dann bitte, dann befasst euch mit dem Känguru. Ist egal. Also setzt euch da keine Grenzen auf von wegen, was könnte jetzt euer Begleiter sein auf eurer Reise innen wie außen in dem Sinne. Vielleicht hat der eine oder andere ja dann auch Lust, ich sag mal, auf seinem Handy den Hintergrund, sich dieses Foto draufsetzen, um sich immer wieder daran zu erinnern, was ihm dieses Tier gerade so mit auf den Weg gegeben hat, um auf diese Weise auch in dem Leben hier eine Art und Weise hat, sich an diese Begleitung zu erinnern. Auch hier natürlich schaue ich mir mal an, was uns die Runen dazu sagen. Das ist Othila, Othala. Ich denke, wer sich über die Jahre hinweg mit Runen befasst hat und besonders so aus den 80er, 90er Jahren, wo ja auch, und ich weiß, dass ich jetzt bei verschiedenen was triggere, eines der einzigen Bücher, das es damals gab, war Ralf Blums Buch und er hat diese Rune mit der Verbindung von Opfer gesetzt, während in den anderen Büchern Othila immer als in Verbindung mit dem Zuhause-Sein in Verbindung ist. Und sehr viele Leute sagen auch, dass Ansus, die habe ich noch nicht gezogen, wenn ich mich richtig erinnere, die Rune von Odin ist für mich persönlich, also wie gesagt, das könnt ihr jetzt nehmen oder nicht, das ist jetzt meine Erfahrung, ist Othila, was ja auch das O darstellt, für mich wirklich Odins Rune. Und zwar aus ein paar Gründen. Nicht nur wegen dem ersten Buchstaben, sondern Odin hat eine Sache, die ich verstanden habe, was durch ihn verstanden habe, ist, dass wir uns überall zu Hause fühlen können, wenn wir in uns selbst okay sind. Das heißt, sehr viele Leute haben ja dieses, nee, dann muss ich wieder nach Hause und das Zuhause aufgeben oder man muss umziehen und so weiter, ist für sehr viele Leute nicht unbedingt ein angenehmes Gefühl, aber eigentlich ist der Mensch ja nicht am Anfang sesshaft gewesen, sondern er musste dieses innere Zuhause haben, um eben die Völkerwanderung überhaupt zu machen, umzuwandern. Auch nicht nur jetzt in der großen Idee von einer Völkerwanderung, sondern weil das Jagdrevier sich geändert hat. Das heißt, das Wandern gehörte damit dazu, das war normal. Sehr viele Völker, die irgendeine Art von Zelten hatte, sage ich mal, um darin zu leben, weil sich das schneller zusammenbinden lassen ließ und damit man es mitnehmen konnte. Das heißt, die haben eine Ursprungsversion eines Hauses immer einfach mit sich getragen und konnten es irgendwo aufschlagen und waren nicht so gebunden wie wir heute mit unseren 4 Wänden. Auf der anderen Seite
Natürlich, wenn wir heute unsere Wände, unsere 4 Wände sehen, man kann sich da sicher fühlen, man kann sagen, ich fühle mich da zu Hause. Aber da liegt auch so ein gewisser Punkt von Opfer drin. Denn wir opfern ja einen Teil unserer Freiheit deswegen. Und deswegen nehme ich beide Seiten davon. Odin hat ja auch auf der anderen Seite sein Auge geopfert, um damit an das große Wissen heranzukommen. Und da liegt auch unter anderem dieses Wissen, diese Weisheit drin, sein Zuhause hier zu tragen. Es gibt nicht umsonst solche Songs, die sagen, Home is where your heart is. Ganz oft sind das heutzutage Liebessongs, aber der Satz an sich ist gar nicht so falsch. Denn wenn ich das einfach nur mal symbolisch gesehen mit dem Feuer von der letzten Nacht benutze, im Sinne von, um zu sagen, zu Hause ist, wo man ein Feuer entfacht, um das man das setzt, indem man sich wärmt. Und es geht aber auch darum, dass wir das Feuer in uns tragen. Das heißt eigentlich auch dann, okay, wir tragen dieses wärmende Feuer in uns, also dieses Zuhause in uns. Diese Verbindung sehe ich darin im Großen. Das heißt eben, wenn wir jetzt diese Reisen machen, dass wir immer noch wissen, wir sind immer noch im Hier und Jetzt und das Hier und Jetzt ist unser Zuhause. Das ist da, wo ich hingehöre und ich kann auch meine spirituellen Reisen von zu Hause aus machen. Aber im Sinne eben von, fragt euch, welches Opfer damit vielleicht trotzdem so mitschwingt, sage ich mal. Ohne das eben jetzt in einer großen Art und Weise zu verstehen, dass ich sage, ja, ich muss mich jetzt konzentrieren, was muss ich jetzt aufgeben und opfern, um das zu bekommen. Also nicht im Sinne von dealen, sage ich mal. Bin ich natürlich gespannt, was uns das für den Monat sagt. Hier haben wir Wunjo. Wunjo steht für das Glück, also allgemein. Das heißt, und ich denke, dass wenn man eben diese Lehre, die gerade hiermit erklärt wurde, wenn ich die in mir trage, dann bin ich glücklich. Dann ist Glück nicht irgendetwas, was ich nach außen hin suchen kann, sondern ich kann gerade jetzt hier glücklich und im Frieden und zufrieden sein, in diesem Sinne von wegen. Glück ist oft was sehr kurz ist und dann ist es wieder weg und wir können das kaum greifen. Aber in dieser Art und Weise, verliere ich die schon wieder, in dieser Art und Weise kann man sie dann eher verstehen, wenn ihr in dem Monat vielleicht in einer Situation seid, wo ihr euch nicht so zufrieden fühlt, mal wieder auf diese Rune zurückgreifen, auch auf das Feuer von vorher und sagen, okay, ist jetzt wirklich alles gerade schlecht und mies? Oder gibt es da Punkte, die 100%ig darauf hin zeigen, dass ich da aber irgendwie so ein Teil Glück irgendwie und Glückseligkeit und Zufriedenheit mit mir trage und irgendjemand hat, das fällt mir gerade so ein, es gibt so einen Spruch, der sagt, viele Leute verpassen das kleine Glück, während sie auf das große warten. Ich denke, mit diesen Worten ist eigentlich das gesagt, was ich jetzt ausdrücken wollte. Das heißt, ich weiß gar nicht mehr, wer der Spruch gesagt hat. Tut mir leid. Ich gebe den Dank an diese Person trotzdem weiter. Aber das bringt genau das auf den Punkt, was ich mir sage. Und dieses kleine innere Glück, also wenn man in dem Inneren dieses Glück hat, dann kann man hier auch zumindest das kleine Glück nicht verpassen. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen ja auch, das Thema Glück mal anders zu betrachten und vielleicht Glück für sich selbst etwas anders zu definieren. Ich hoffe halt wieder, dass ich euch was Kleines mit auf den Weg geben konnte und bedanke mich fürs Schauen. Bis zur nächsten Nacht.